Diese Botschaft wird vorgebracht aus der Lebenskirche in Nuevo Ideal Durango. Wir sind eine Kirche, die sich auf dem Ziel gesagt, Gott zu leben, die Kirche zu dienen und die Welt zu beeinflussen für Jesus. Und uns Verlangen ist, dass du wirst gesegnet und abgebaut worden, wo immer du bist in dein geistliches Leben. Die Frau ist wirklich, was in der Welt braucht Gott. Wenn wir vergessen, dass so viel Mal, dass mit das Geschenk oder mit das Present, mit das Geschenk, was der Vater uns gibt, da kommt so viel Gutes mit. Und wenn Jesus dann als Ekto, dann eine länger in sein Leben wohnt, dann wird immer verjagt einer von all den guten Dingen, was du ben sind. Viele von uns wissen ab, dass wir denken, oder mit den Gedanken, dass Gott ist ein ehrlicher Gott, Gott ist ein Rechter. Und wenn die haben Sehen geschickt und Gott selbst bei ihnen hat geschickt, dann wird das auch bloß ein Rechter sein, oder die kämpft um die Welt rechten. Aber da sind so viele gute Dinge, die das Geschenk mit sich bringen, so viel Sehnung, was wir hier empfangen. Das, was wir wollen von dir in der nächsten Person sein. Die Eigenschaften, die guten Dinge, die du mitkommst. Du sind lebenswert, was du einen Unterschied merken in unser Leben. Wir haben einen Vers in Römer 8, Vers 32, der sagt so steht. Der sagt, heu, der doch sein ihnen sehen nicht verschont haft, sondern am für uns alle Han gegeben hat, wo wird heu uns mit am nicht auch alles schenken? Denkt mal an. Der sagt, der Jan ja, wer sein ihnen sehen, nicht bloß für sich holen, der hält nicht bloß vor, aber der jäuft den, wo glauben wir, dass danach wird irgendwas Gutes treiben von uns. Wir haben einmal gesehen, dass wenn du eine Familie weggestorben ist, dann ist das schwer, wenn wir gleichen unsere Familienglieder. Und wir sagen dann bald, dass wenn ich das Familienglied bloß habe, ich würde alles geben, was ich kann. Ich würde mein Haus verkaufen, ich würde mein Geld geben, ich würde meine Bank ladig merken, wir würden bloß das Familienglied treiben. Und kriegt der Gedanken, als hier bin von Gott, der hat den einzigen sehen, was er hat, der leitet den los, der hält ihn nicht treu, aber der jäuft uns den so ein Geschenk, wenn der wiss, uns fehlt den. Der wiss, wir würden keine Hoffnung haben, wenn das nicht wir wären, der würde uns dessen sehen schenken. Und ich sage dir, dass wenn die uns den ihnen sehen, welch wir zu geben, wo glauben wir, dass der noch ein Wort, was Gott noch treu hat? Wo glauben wir, dass mit diesen sehen oder mit dem Geschenk kommt nicht all das Gute mit, was wir brauchen zum Leben und zum Sterben und zum ewigen Leben haben. Und so habe ich so ein großes Paket voll gute Dinge, was du mitkommst. Und du sind viele von dir. Du sind so viele Dinge, was wir hier würden können von verteilen, aber für die nächsten paar Werke, wo wir ein paar Dinge von oder rüthaben. Und ein von der ist Hoffnung. Wir werden von der von Hoffnung verteilen. Dort diese Hoffnung wird Gott uns schenken, mit Jesus. Hoffnung ist ein von diesen Worten, wo wir bei dem messen dann, ob von der Sprache das Wort braucht, Esperanza oder Hope oder Hoffnung, das ist immer ein fliehendes Wort geworden. Du sagst, ich hoffe, das wird ein Tag besser werden. Ich hoffe, diese Krankheit wird ein Tag verloren. Ich hoffe, mir wird das anfangen, scheiner zu gehen bald. Aber immer, wenn wir das Wort brauchen, dann sagen wir, dass wir wünschen, uns das wird passieren. Aber das ist nicht sicher. Das ist bloß was wir uns wünschen. Esperemos que sí. Esperemos que no. Das ist bloß ein Ausdruck, was wir sagen, zum Fleisch wird passieren. Wir wünschen, sei das Wort. Aber wenn die Bibel von Hoffnung redet, oder wenn die das Wort braucht, dann braucht die das so ein 100% sicheres Wort, was du keinmal fehlen wird. In Hebräer Kapitel 11, Vers 1 sagt er, dass Glauben ist eine Gewissheit, dass wir dort wollen kriegen, auf was wir hoffen, und dort wird nicht fehlen. Dort, was wir nicht sein können, wir weiten ganz genau 100%, dass wir wollen kriegen. So in der Bibel das Wort Hoffnung braucht, dann braucht ein viel strengeres Wort oder ein sicheres Wort, als was wir gewohnt sind. Wir dürfen nicht bloß hoffen, dass wir ein Tag vor den Himmel sind. Wir dürfen nicht bloß wünschen, dass wir ein Tag vor den Himmel sind. Wenn die Bibel sagt, wir haben Hoffnung gekriegt und wir wollen das ewige Leben haben, dann meint er, das 100% sicher, das wird niemals fehlen. Und so, von dort sichere Wort oder von dieser sichere Hoffnung, weil wir verteilen, hast du mal gedacht, dass wenn der Vater uns nicht das Geschenk gegeben hat von Jesus, dann würde niemals Hoffnung sein,
für kein Mensch auf der Welt. Wenn Gott uns den Segen nicht gegeben hat, dann wie vor Jesus seine Zeit oder bei Jesus seine Zeit oder nur Jesus seine Zeit nach niemals Hoffnung gewesen. Nicht vollständige Hoffnung. Nicht Hoffnung, dass du nach einer guten Zukunft kommst, was die Menschen noch nicht gehört haben. Nicht Hoffnung von, die Leben wird besser werden, und besser werden und besser werden. Dort wird keine feste, vollständige Hoffnung geben für keinen Mensch auf der Welt. Und du weißt, es so wichtig, dass wir das Charakteristika besein an Jesus in Leben und das Geschenk, wenn du so viel Leben und du so viel Gutes bist. Nu, der Botschaftstext wird wie von Johannes Galater 4, und da sind mehrere Versen, aber ich will den ersten Vers lesen. Galater 4, Vers 4, sagt so steht, aber als die Zeit ist gekommen wir, schickt Gott sein Sehen, geboren von einer Früh in unser Gesetz gestellt. Nu, wenn wir von Hoffnung reden, das ist ein wunderbarer Text, um uns denken halten, was 2000 Jahre passiert, als Jesus auf diese Welt abgekommen ist. Das Vers sagt, aus der Zeit gekommen wir, mir ist die Übersetzung, wenn die wollen lesen, das sein, aus der Zeit ist reich wir. Aus der Zeit ist reich wir, dann schickt Gott seinen Sehen auf diese Welt. Nu hast mal euch gedacht, für wie viele Jahre Gott das Versprechen all gegeben hat, das du wir. Wenn ihr die Geschichte von der Bibel kennen, dann weißt ihr das gut, aber wenn ihr nie sind zu der Bibel, ganz am Anfang wie in der perfekten Welt und alles wie fern, dass wir reich gemerkt. Gott hat Menschen gemerkt, dass die sollen für Ewigkeit leben und die sollen mit Gott taub leben. Dass wir alle gut und perfekt, aber Sinn ist wie hineingekommen, dass die Menschen gesinnig hatten, dann wird der Mensch getrennt von Gott. Und von dem Tag an, als der Mensch getrennt ist von Gott, sagt die Bibel uns in 3x3, dass wir sind alle kalt gekommen, wie wir Gott sein sollen. Ohne wir sind alle nicht mehr taub mit Gott. Und von dem Tag an schickt Gott eine Hoffnung mit. Ich will Hanni sagen, morgen den ganz ersten Kapitel in der Bibel, wo das redet von den Sündenfall, oder wo Sinn überhaupt erwähnt wird, in den salzigen Kapitel fängt Gott an zu vertellen von Hoffnung. Und er sagt, du wirst wir kommen, ich will wir im Schacken, von jenen nur kommen, der wird das Problem fixen. Die sind verdorben, die sind in den Sinn gefallen, und du wirst wir kommen, um das Problem reparieren. Und das gute Ding, ich meine, das ist die gute Nachricht, die gute Botschaft von Gott. Dass Gott lässt uns nicht mit den hoffnungslosen Umständen, die geben uns Hoffnung zu derselben Zeit, wo wir Hoffnung brauchen. Aber was wir einmal schwer verstehen können, ist von dem Tag, dass die Hoffnung versprechen wird, aber den Tag, wo das falsch hineinkommt, wo das sagt, der rechte Zeit wieder, dass der Sehen Gottes kommt und das Problem fixen wird, dort wir sehr lange Zeit. Das meint nicht, dass die Menschen vor dem, was das passiert, nicht können sterben an Jesus. Die hoffen auch für was die kämpfen, die können auch in den Himmel nennen. Das ist nicht eine Frage erwähnt. Der Jesus könnte, was vor Jesus in der Zeit in den Himmel nennen, der Jesus kann nur an Jesus in der Zeit in den Himmel nennen. Aber das Ding ist, von du, wo Jesus das versprechen wird, was du, wo das passiert, das ist eine lange Zeit. Und was du zwischen ist, zwischen all diese Zeit, von wo das versprochen wird, wo das passiert, das wird nicht einmal eine leichte Zeit. Und so mir angeht von der Jünd 3 Dinge ganz klar zu sein, was das meint. Wie glauben die Zeit, oder wie lernen die rechte Zeit, dass Gott mal was mangfuten. Menschen haben von den Tag an, wo den Gott Eden rückgestoppt werden, eine rechte Zeit gelernt, dass Gott was mangfuten. Denn wir leben in einer Welt, wo das nicht gut schafft. Wir leben in einer Welt, wo das viel Problem ist. Nu wohnt es der rechte Zeit, dass Gott mal was mangfuten. Wenn er sagt, der rechte Zeit schickt er sein Sehen, und der rechte Zeit führt Gott du manken, der Deide wird machen. Wohnt erst Gott seine rechte Zeit. Das erste Ding, was ich will sagen, ist, dass Gott seine rechte Zeit ist der ganz meiste Mal eine sehr hoffnungslose Zeit. Und das soll sehr gute Nachricht sein für uns, wenn vielmal glaube ich, dass je doller hoffnungslos ans Leben wird, je düster das sitzt, je dümmer ans Leben sitzt, je weniger Hoffnung hast du für uns. Je länger ich in diesem Sinn gelebt habe, je länger ich bloß bei aufgegangen bin, je weniger Hoffnung hast du. Weißt du, was die gute Nachricht davon ist? Je hoffnungsloser die Zeit ist, oder je hoffnungsloser dein Leben aussieht, je mehr Hoffnung hast du für gute Hoffnung. As a matter of fact, Hoffnung ist niemals Hoffnung, aber das ist das Einzige, wo die Kosten festhalten. Denkt mal an. Und das gute Nachricht, wenn wir von Hoffnung vertalen, ein von den Dingen, was wir vielmal vergessen, ist, dass
die grootste Hoffnung kommt durch, wo das hoffnungslos in unseren Ohren sitzt. Neem je Wunder brengen, maar ik Wunder drinken, niet? Ik wil je niet meer beleidigen. Gott sei Dank schön für das. Der reichte Zeit, um das Gott wird mangfuten, ist eine hoffnungslose Zeit. Einmal diese Geschichte lesen, Johannes 5, wo das große Puddel ist und wo diese viele kranke Menschen liegen. Und die Bibel ist voll von so einer Geschichte, aber das war ein Beispiel. Das Mann, oder diese Geschichte sagt, Johannes schrift diese Geschichte und er sagt, es sind viele verschiedene kranke Menschen, die durch verschiedene Wege krank sind. Und dann sagt er, dass Wutter, und das ist ein Puddel, das bewegt sich alle gewisse Zeit, und wie immer du dann, wo das erste Nennen stoppen oder erste Nennen scheren, der wird gesund werden, von immer der krank wird. Denkt ihr von der Geschichte? So, das sind all diese kranke Menschen dran, und stell dir bloß mal vor, wo du bei den Puddel hast geluten. Du schnitt sich einer an den Finger, dann flichtet er den Puddel, der kann gut gehen, so schwindet, wo er sich bewegt, dann darf er nennen, als der gesund. Den fehlt halb, aber den fehlt nicht so nötig halb aus all den Menschen, die da liegen. Der wird ganz hoffnungslos zu sein, und der wird wenigste Hoffnung haben, um gesund worden. Und der wird du gut gehen können, der kann das erste nennen, der wird nicht gehen können, nicht Freund haben, um zu helfen, der hat nicht Hoffnung. So, ihr wisst die Geschichte, das ist ein Mann, der hat wohl für 38 Jahre leben. Okay? Und das Junge, der hat keine Hoffnung. Der hat keine Hoffnung, der hat keine Freund, der hat keine Familie, der hat nicht Bein, was du gehen kann, der kann Gott nennen, und das wird dazu gehalten worden. Kannst du dir vorstellen, wie viel Mal das Mann an der 38 Jahre ist abgestoßen und Mars und sich gewünscht, der braucht das nicht nach Himmel sein? Wenn dort wie eine hoffnungslose Lehre. Und einen Tag sagt die Bibel, dass Jesus kommt vorbei, und Jesus, der krank wird, Jesus versteht zu tun. Der geht bei einem in den anderen Kranken vorbei, wenn die haben alle ihre Hoffnung an dem Puddel. Dann geht er in den einen Hand, wo du keine Hoffnung hast. Und er sagt sich bei den Duel, und dann sagt er, denen fehlt die halb, oder was gesund worden. Ich meine, was für eine Frau, nicht? Weißt du, was der junge Plotti sagt? Er sagt, Döckert nach mal ein. Weißt du, weil ich halb? Der will halb, der will so ein Jahr halb. Aber weißt du, was der sagt? Ich habe keine Hoffnung. Ich habe keine Freunde, ich habe keine, wer mich nennen halb, ich kann nicht gesund worden. Und dann stoppt Jesus nennen, Jesus regt nennen und sagt, von der ist deine Zeit. Und wir sind dort ewig, dort eine hoffnungslose Zeit in unseren Ohren, ist nicht eine hoffnungslose Zeit in Gott seine Ohren. Aber kriegt dort jeder. Je hoffnungsloser der Umstand sitzt für uns, je mehr Hoffnung ist du. Wir haben dann Römer Kapitel, was ist das, 8 in Vers, oder mehrere Vers, in Römer 8, Vers 2 finde ich wieder. Ich wollte es nicht lesen, aber du kannst Paulus einfach erzählen und sagt, wie hoffnungslos das Leben ist. Der sagt, dass die ganze Natur und wie Menschen, die Christen, wie stehen und wie rohren und wie sind in einer Zeit, wo Dinge dumm schaffen, das ist eine hoffnungslose Zeit. Aber dann sagt er dir hingeran, dort Hoffnung ist gleich Hoffnung, wann wir das sein können, was du versprechen ist. Hoffnung ist bloß dann Hoffnung, wann wir das noch nicht sein können. Und er merkt das so klar aus, dass Bruck dort Hoffnung hat zu tun mit was Glauben und Vertrauen in ganz gewiss weiten, dass Gott was tun, was er versprechen hat, aber wir haben das hier noch nicht in unseren Händen. Okay? Und dann sagt er hier an, und wenn wir hoffen wollen, sagt er, dann müssen wir Geduld lernen. Weißt du, warum Hoffnung so sehr schwer ist in unserer Zeit? Wenn Hoffnung hat alles zu tun mit Geduld dran. Geduldig sein, dass dort, was Gott uns in der Zukunft oder in der Vergangenheit versprochen hat, dort wird in der Zukunft passieren, aber gerade hier, wo ich sein, wo ich geduldig lernen und vertrauen, dass Gott dort was tun. Ich habe das noch nicht in meine Hänge, ich habe das noch nicht in meine Familie, aber das wird kommen. In einer Welt, wo wir sind, wo wir meist nicht kennenlernen. Ich meine, alles ist so busig und abgespielt. Wie kann nicht 2 Sekunden wie ein Stop sein, wo du es rein geworden am bloß wie wen, wir wollen das alles busig, oder wir wollen nicht erst eine Stunde wachen, dass das Etenreit ist, oder wir wollen das nicht Telefon wen, das hat busig Internet. Und eine Welt, wo wir sind, von der Lüren, ist eine von den schwansten Dingen, was wir tun. In Hoffnung hat alles zu tun mit geduldig Lüren, eine Zeit, wo die Zeit hoffnungslos ist. Nun, das zweite Ding,
was eine rechte Zeit ist, dass Gott wird Mangfuten. Das erste Ding ist das, der rechte Zeit, für Gott Mangfuten, ist einfach bloß eine hoffnungslose Zeit in unsere Üben. Aber der zweite ist, dass der rechte Zeit Mangfuten für Gott, das ist Gott seine Zeit. Und ich glaube, es hat gesagt, dass morgen werden, das ist eine von den ganz wichtigsten Dingen, die du wahrscheinlich in deinem Leben lernen. Wenn du das kannst lernen, dass das, was Gott hat versprochen, das, was er geben und seine Zeit und nicht und deine Zeit, dann hast du einen von den größten Kämpfe in deinem Leben gewonnen. Gott seine Zeit ist nicht unsere Zeit, wegen Gott seine Gedanken ist nicht uns Gedanken. Gott seine Gedanken ist so weit verschieden von uns Gedanken aus der Himmel von der Erde. Und ich glaube, das wird uns Mut geben von der Wegen. Zu unserer Zeit ist das immer der rechte Zeit, dass Gott muss drauf regeln halten. Ich meine, wenn die von der an uns denken, an die Zeit, wo wir leben, das würde am meisten Zeit sein, dass Gott wird mit diesen Umständen tun, nicht? Aber das ist nach immer der rechte Zeit gewesen in unseren Üben, dass Gott wird drauf regeln wird tun. Als Adam und Eva in den Garten Eden bieten wollen, die wissen sehr klar, was die verloren haben. Die wissen, was die gehört haben, die wissen, von wo Gott die hat gestappt. Und die sorten die Bieten den Garten und wissen sich nicht ruht, und wo Leute das wieder nicht über können sein. Aber Gott hat an den Garten all gesagt, dass er keine Hoffnung für uns, eine von jenen Nachkommenschaft wird das Problem fixen. Hast mal euer Dach, den ersten sehen, was Adam und Eva hatten, wo jeder wollen haben, das soll sehen sein, was das Problem fixen. Dort wird der rechte Zeit, dann das Dämon wird erlösen und wahre Tränen in den Garten bringen. Ich kann mir das ein so vorstellen, dass er nicht auflösen könnte, dass der erste Junge nach einmal 9 Monaten wo dir, was der du wir. Und zu ihrer Überraschung wird das ein von den dümmsten Männern, was die Welt gesehen hat. Und so, der zweite Junge, der dritte Junge, der Großkinder, ich kann mir mehr vorstellen, dass für die nächsten paar hundert Jahre alles, was die Menschen deuten, ist kicken, wovon Junge, wovon Baby, was die geboren worden, was uns mord, wenn das wie immer der rechte Zeit, dass Gott wird Mangfuten werden, dass wie eine trouble Zeit. Aber Gott sagt, zu meiner Zeit oder zu der rechten Zeit, dann fällt der Mank in der Brach Hoffnung oder der Erfüllung von der Hoffnung. Und ich glaube, wenn wir uns von der denken, wir würden nicht sehr weit vorbeikicken und sagen, das ist der rechte Zeit, dass Gott mir was tun, nicht? Ich glaube, ist das am meisten reich, dass Gott mir mit dieser Krankheit was tun? Ich glaube, ist das am meisten rechte Zeit, dass wir alle abhören, das Leben wir mit China gehen? Ich glaube, ist das gleich Zeit, dass wir was mit tun? Nu, weißt du, warum das wichtig ist, dass wir Gott luten seine Zeit utarbeiten so die Welt? Weil wir sein bloß von der. Wir sein so in Ruhe, wir können ein kleines bisschen sein, aber Gott kann alles sein. Der kann die Vergangenheit sein, der kann die Zukunft sein, der kann alles sein. Wie kann ich? Wir können auch ein bisschen von gestern denken, aber von morgen können wir nicht weiten. Wir sind hier, wo wir sind. Und Gott hat das ganze Bild klar, dass du und ich, du weißt, es ist so wichtig, dass wir den Luten entscheiden, was du reich ist und nicht reich ist. Wir kennen das nicht. Wer von Ihnen kann mir ganz kurz sagen, was ist denn das Bild? Je länger je wollen wachen, je länger will jemanden satten leben. Blattpuddel? Okay. Ich glaube, das würden Dach über dir und die würden ruden und ruden. Ich glaube nicht, dass die das würden sein kann. Vielleicht hast du es für so ein smarter Mann, aber weißt du, was dort ist, wenn ich das Klima dichter Bier bringe? Warum ist das so schwer? Hast du nicht gut zu sein, was das ist? Ich weiß ja, Gott weiß sehr viel besser, was du fehlst zu tun, wenn du auf alles in ein Bild bist. Er sieht das ganze Bild von deinem Leben, von deiner Zukunft, von deiner Vergangenheit und von alles, was dran geht. So merken dann, wenn wir unser Problem fixen und wir weiten korrekt, was Gott soll tun, wir weiten korrekt, wo Gott soll arbeiten, wir prachen im Bereich, dass Gott die Dinge, was so stitten, dann wird er nicht, dann weiß wir nicht, was du artig ist. Und Gott weiß viel besser, das ganze Pack oder das ganze Bild, was du viel zu tun. Und du weißt, es ist wichtig, dass wir in Gott horchen. Mir hat Gott diese Geschichte um Klima zu wiesen, aber ich habe mal Lukas Kapitel 2 gelesen, wo diese Erfüllung von der Sehen Gottes kommt. Habe ich mal euer Dach, zu wo von der Zeit Jesus auf der Welt abkommt, was von einer Amerikofje dumme Zeit dort wir, aber Jesus sagt, das ist der rechte Zeit und ich war Mangfuten.
Dort sagt er, in Lukas 2, wenn ihr lesen, dort sagt er dort, Jesus wird in Bethlehem geboren. Und wir lesen diese Geschichte und denken, was für ein wunderbares Versprechen. Gott hat das lange versprochen und ist das tun und ich habe die Hoffnung. Aber stellt euch mal vor, dass ihr zu der Zeit gelebt, wo die Hoffnung auf der Welt abkommt. Stellt euch mal vor, dass ihr ab dem Ende von diesen 400 Jahren gelebt, wo die Propheten still waren, wo die keine Nachricht waren, wo das römische Reich hat Israel übernommen, und da waren Dame-Königs und die bedrecken da. Und nun bist du ein junger Paar, die wollen ihn befreien, und die haben einen Kastag geplant, die haben ein Leben geplant, die wollten kriegen, was jemand in Honeymoon wollen, wo die eine Kinder an wollen, und die haben alles drauf geplant. Na, mit einmal, dann kommt ein Engel und die verdorfen alles, was du geplant hast in dein Leben. Dort, was du dachtest, wie reich, oder was du dachtest, wie gut, das ist alles zu nichts geworden. Wenn der Engel sagt, dass du warst pregnant worden, okay? Stell dir mal vor, wo die denn nur nicht die Mama und Papa bringen. Aber Gott hat das getan. Wer wird das glauben? Wer wird das glauben? Die wissen nicht alle, dass wir den Mike für sein Baby. Der Novio will den Tag looten. Das ist die Wahrheit. Das sagt, der Novio will den Tag looten, wenn die seine früh an der Zeit, wenn die pregnant wie an der Zeit, der muss gesteinigt werden, der muss tot gemerkt werden. Die dort wie eine sehr dumme Zeit für das Couple. Und wenn das noch nicht genug wäre, als das 9 Monate wieder wäre, und das Baby soll geboren werden, das letzte, was das Couple brücken deit, ist, dass danach wurden man über 100 Kilometer eine kalt reisen, und das Baby ist vorhanden. Ein interessantes Ding ist das, dass die König, die Dame-König, die die regieren in Rom, der hat große Krieg gewonnen, und nu hat die ein Gebot gegeben, dass die wollen Zehn merken, alle ihre Menschen teilen. Und der sagt, dass alle Menschen, die sollen in ihre Tüchstadt angeschrieben werden. Und so das bis zu der rechte Zeit. Dort brücken Josef und Maria auch nicht erfahren, wenn die Hoden all ein sehr schweres Jahr hat. Das können auch nicht Dame werden, als wir, aber niemand nach über 100 Kilometer bloß mit dem Boden eine kalt reisen und die sind hochbrechen und das Titel und Baby haben. Und in dem Moment will keiner sehen. Aber dann mit einmal, dann wird der letzte Hoffnung geboren, was die Welt für tausende Jahre gelehrt hat. Dort wieder rechte Zeit. Aber weißt du, was mir abfällt ist von der Geschichte? Wir glauben einmal, dass die König, die bloß so damit, und die König, die wird damit, und die haben damit gebaut, gegeben. Wisst ihr dort, dass 700 Jahre später hat der Prophet Micha, wenn die du wollen lesen, Micha hat gesagt, dass mein Sohn wird in Bethlehem geboren worden. Wenn der König nicht hat gekriegt, dort getan, was Gott in Mjuk tun, dann wird das Baby nicht sein, geboren geworden, dann wird die Hoffnung nicht sein, so ausgekommen, sie soll ausgekommen. Nee, Gott hat was versprochen, Gott wird nur kommen, was so grülich ammerlich wie wenn all die Dinge, was du kriegst, dann passieren. Und die Menschen können das einmal das sein oder das sein oder das sein, kriegst du, was die wählen, und alles wird da. Aber irgendwo hing ja die Gardine, hat Gott einen großen Plan, und die arbeitet Schmack aus. Die Menschen haben bloß keine Idee, wo haben. Aber die Hoffnung kommt auf die Welt ab, und Leben kommt auf diese Welt ab. Wenn Gott hat gesagt, das wird kommen. Weißt du, warum Gott kann ein Ding versprechen, was wird nur kommen? Wenn Gott das ein Zeit gebaut. Gott kann es dort versprechen, und hier down zu der gleichen Zeit, du weißt, was wird passieren, was er hat gesagt. Das merkt für uns nicht sein, aber Gott seine Zeit schafft anders als unsere Zeit. Nu, bloß wenn dass Gott nicht dort tät, was du sein kannst, soll tun, oder bloß wenn dass Gott nicht dort kriegt, tät, was du als Hand soll tun, meint nicht, dass Gott nicht schafft. Bloß wenn dass Gott nicht raufrieken tät und dort vor ich merke, was du als Hand soll, vor ich merke, meint gleich, dass Gott gleich mein Gott ist. Und so viele Menschen in der Zeit, wo das Damm schafft, in der Zeit, wo das Leben sehr schwer schafft, glauben, dass Gott hat die verjährten. Und ich will haben dieses Denken holen. Das ist sehr wichtig. Wenn du glaubst, dass Gott von dir verjährten hat, und die Zeit, wo du bist, dann hast du ganz verjährten, wer Gott ist. Wenn Gott ist nicht ein Gott, wer die wird verjährten, Gott ist nicht ein Gott, wer die wird durchstreiten, und Gott ist nicht ein Gott, wer die wird versprechen wird und nicht wird nur kommen. Und das Geschenk, was wir in Jesus haben, dort bringt uns diese volle Hoffnung. So viel Mal dann
Kijk wie eine von den Geschichten, was passiert in unserer Vergangenheit oder in der Bibel, dann wir glauben bloß, dass unsere Deo sind von der, was unengen, das ist keine Hoffnung mehr. Kriegst du doch Moses und die Israeliten, dass wir unengen, das mehr wären. Kriegst du doch die Israeliten aus Goliath stünden, die Philister, die immer hatten. Und kriegst du doch die Menschen aus Jesus und Kreuz, die dachten, dass das eng von wach, wie kann ich wieder? Aber wisst ihr dort, dass der düstere Moment und Kreuz, der hoffnungslose Moment, so, das ist der, was die größte Hoffnung in der Welt anbrach. Dort ist kein Moment, wo all uns Christentum, was von der ersten Tag 2000 Jahren nur dem unhängt. Bloß wenn wir glauben, das nicht Hoffnung, meint nicht, dass das nicht Hoffnung. Wir brauchen dort von Horten glauben, dass was Gott versprechen hat, dass wir eine gute Zukunft haben, dass dort was passiert. Wir müssen dort glauben. Das ist vielleicht nicht die ganz passendste Geschichte für some von Ihnen, aber mir die Jahre in dem Mal ein Experiment und die Wissenschaftler, die Scientificus, die ein Experiment und ein Lab, und die haben 2 Amish voll Wut merken, oder nicht voll, aber die haben 2 Amish Wut anjeiten, und die haben die so überein merken, was die können, dann wurden die mehrere Mies oder Roten Dusen an, und mehrere Roten in diesen Armen an Leuten, die versuchen. Und den einen Armer, da wurden die wurden ganz Tag looten, die wurden die Looten versuchen, und in den anderen Armen wurden die für eine ganze Stunde am Anfang, die einmal alle 5 Minuten einmal Rüt nehmen und die trainieren looten. Und dann nur die Stunde Leute, die bloß versuchen. Und die, die nicht einmal Rüt genommen hatten, die lebten eine Stunde, oder bet werden jetzt eine Stunde, wie alle dort. Und die, die hatten die erste Stunde ihre Rüt genommen, alle 5 Minuten, die lebten für 24 Stunden lang. Woran? Bloß wenn die so sollt, oder dass wir ein anderer Mies. Bloß wenn die hatten Hoffnung, dass wenn die nach einem Stück länger wurden stank rennen, würde man einmal sagen, komm, die helfen. Und wir glauben, das sind aschelige Geschichten, was die sich ausdenken, aber das ist die Wahrheit. Wie wenn ein ascheliges Tier kann Hoffnung haben und lüren, dass ein Tag, was noch kommen werde, Rüt halten, was glaube ich, was mit uns passieren, wenn wir unhoffnung leben? Wie kann ich leben? Wie kann ich mutig sein? Wie kann ich anhalten? Und wahre die Hoffnung, was wir brauchen, die fängt wir ganz allein an Jesus. Und das ist mein dritter Punkt. Der rechte Titel, dass Gott was mangfuten, ist nicht bloß eine hoffnungslose Titel, das ist nicht bloß Gott seine Titel, aber das ist Jesus selbst. Und das ist interessant, aber das passt hier nicht mal näher, nicht? Aber hast du mal gedacht, wo damals den Anpost von Jesus von Titel verteilt? Immer. Jesus sagte den Juden, euer Abraham, wir sein Eck. Der heute soll sein, euer Abraham, wir Eck, aber der sagt, euer Abraham, wir sein Eck. Wenn Jesus von Titel verteilt hat, hört sich immer so, das ist ein grammatischer Trouble. Aber weißt du, warum der das sagt? Wegen Gott ist bloß immer. Das ist das ewige Jen, wo ja Gott wird, gestern von der und alle Ewigkeit an seine Hänge hat. Der ist Titel selbst. Und so, einzige Mal, wo wir nicht der rechte Titel lernen, dass Gott was mangfuten, oder wir lernen, mal, dass Dinge wollen besser wollen. Weißt ihr, was wir verjäten? Dass wir haben verjäten, uns an Jesus zu holen. Und diese Dinge sind so sehr viele Menschen, mit all den Desastres, die in der Welt passieren, und alle Krankheiten, und alle Government Disorder, dass eine Welt muss hier sein. Weißt ihr was? So what? Das ist nicht der Punkt. So viele Menschen jagen sich über Offenbarung wehen, dort muss unbedingt der rechte Titel sein, dass Gott was mangfuten. Weißt du, was die erste Vers in Offenbarung sagt? Jetzt eine Offenbarung nicht von der letzten Titel, die sagt jetzt eine Offenbarung von Jesus. Das Buch von Offenbarung ist einfach eine hoffnungsvollste Bücher, was du lesen. Wenn ihr das mit den Üben lest, dass Jesus ist der Punkt von der Geschichte. Und so, als das der rechte Titel ist oder der rechte Titel, das ist nicht mal der Punkt. Der Punkt ist, dass du das Geschenk annehmen und du wirst diese Hoffnung dienen merken. Wenn du Jesus dienen merkst, wenn du Jesus an dein Hort hast, dann wollen alle Hoffnung oder alle Versprechungen, was Jesus an Ewigkeit gegeben hat, wollen dann dienen. Und du hast das vielleicht nach Himmel gelesen, wenn einmal gut wie sind diese Versen sei, wo sich vorbei, aber kicken, was in 1. Korinther 21 sagt. Und ich habe in diesem Sprech, wenn ich Leute zum Bett bete, zu verstehen.
wenn er bringt den Punkt klar ut vad det will sein. Det sagt, alle Versprechungen, das kriegen und wohnen, was Gott gegeben hat, der hat ihre Erfüllung an wem? Nicht in einer gewissen Zeit, nicht in einem gewissen Moment, nicht in der rechten Zeit, aber der hat ihre Erfüllung an Jesus. Das meint, dass wenn Gott die, was Gott versprechen hat, das wird Gott dir geben, wenn du das Geschenk von Jesus annimmst. So, Jesus hat gesagt, dass er nimmt die Krankheit und Kreuz, er wird krank, so du kannst gesund werden. Und wir sagen uns einmal, das Versprechen wird nicht kriegen. Aber wenn du Jesus hast, dann wirst du das kriegen, dann wirst du gesund werden. Dann sagst du, aber was, wenn ich durch dieselbe Krankheit war sterben, dann wird das nicht kriegen, nicht? Ja, die wirst, wenn du Jesus hast, dann wirst du die Versprechen kriegen. Das kriegt nun, wovon Versprechen Gott gegeben hat, wenn du Jesus dein Leben gibst, dann ist die Versprechen diene. Wer in derselben Jesus aus du lebst oder sterben wirst durch die Krankheit, du wirst nie einen Körper kriegen, wo du gesund sein. Die Versprechen merken alle sein, wenn du einmal das Geschenk angenommen hast. Der Trouble ist, wir können eins nicht lang genug lernen, aber du erst und sagen, okay, Jesus, du hast was versprochen, du gibst mir das nicht hier, auch nicht hier, auch nicht hier, so ich gebe ab. Du kämpfst den Tag, wo Jesus wird alle Versprechungen an die nur kommen, was er versprechen. Du kämpfst den Tag, wo Jesus sagt, ich will alle tun, aufwaschen von deinen Augen, du wirst keine Angst, keine Weide, nichts von das sein. Und das ist die Hoffnung, was wir bloß an Jesus Christus haben. Mir geht den letzten, oder zuletzt noch einmal bloß den Text lesen, wo uns, was ich schon anfangen zu lesen. Und ich würde leichen, dass die von ganzen Horten würden horchen, was ich hier sage. Dort sagt du, ob es die Zeit ist gekommen wäre, schickt Gott ihnen sehen. Geboren von einer Früh und unter das Gesetz gestellt. Nu, guck mal, wo Jesus geboren wird. Der wird unter das jüdische Gesetz gestellt. Und wir glauben einmal, die Ursache, warum Jesus unter das Gesetz kam, ist, wenn wir uns wissen, warum er unter das Gesetz gelebt. Das ist eine Lehre. Jesus lebt nicht unter das Gesetz, um uns wissen, was er sagt, oder Jesus uns will den besten Weg wiesen. Dort sagt er, er soll uns losmerken von dem Gesetz. Die Ursache, warum Jesus eine Distanz nennt, ist, wenn er will die ein Licht bringen. Die Ursache, warum Jesus unter das Gesetz nun kommt, ist, wenn er will die von dem Gesetz verbringen, der will uns Freiheit geben. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen werden. In der Welt, wo wir leben, da fingen wir alle in all die christlichen Gruppen, oder, ja, die haben eine ganze Zeit von Regeln an sein, wenn die dit was nur kommen, dann vielleicht ein Tag sei eine Hupen, was vielleicht was in den Himmel ankommen. Das so weit auf eine Wahrheit, als das kann werden, wenn Jesus sagt, die kommt unter das Gesetz, um uns zu verbringen. Um uns zu wiesen, wo das sagt, du fair zu kommen. Ja? Dann sagt er, dass Gott uns kann annehmen aus seinen Kinder. Okay? Und weil es nur Gott seine Sehnen sind, wir haben gesagt, das Wort merken, wenn er sagt nicht bloß Fleisch war, wenn wir das Geschenk von Jesus annehmen, dann sehen wir Gott seine Sehnen, dann haben wir nicht eine flavorlose Hoffnung, dann sehen wir, was er sagt, wir sind. Die Hoffnung, dass uns Leben wird besser werden, die kämpft noch. Aber dass wir Gott seine Sehnen sind, das sehen wir einmal, wenn wir Gott seine Kinder sind, wenn wir den haben angenommen. Das sagt nicht ich, aber das sagt die Bibel. Der sagt, ich hoffe uns sein Sehen, sein Jessen hat gegeben. Das war das ist nicht gestern oder was passieren, das sagt, der hofft das getan. Dann sagt er, der uns sein Jessen gibt, der im Anruf aus Fuder, Leiber Fuder. Dann sagt er, du wen sind nicht mehr Sklaven, aber Sehens. Und das war das Wort, von das es passiert. Je sind nicht mehr Sklaven, je sind nicht mehr unter das Gesetz. Wenn wir Jesus haben angenommen, dann sind wir frei geworden. Wir sind seine eigenen Kinder. Wir kennen Gott uns Daddy nennen. Okay? Und das ist die Hoffnung, was wir haben. Und dann sagt er, mag was ich hier sage. Und dann sagt er, wenn die sehend sind, dann sei ihr Ohren. Das meint, dass was Gott versprechen hat, das Camp. Seine Sehend, seine Kinder sehr wie von dir. Aber dass wir all das gute Ohren wollen, was er uns nach versprechen hat, das Camp. Das wird nicht utbleiben. Ich kann nicht eine Frau fragen, wenn die Hoffnung allein an Jesus zu finden ist, warum nimmst du Jesus nicht in dein Hort an? Wenn die ganz
einzige sichere Hoffnung, was diese Welt oder buiten der Welt oder dit Leben oder ein anderes Leben verspricht, die ganz einzige Hoffnung an Jesus ist. Was hält die Zeit, um Jesus von der nicht hart nehmen? Wenn die Hoffnung so sicher ist, dass die nicht Wort utblieben, das 100% fast, woran leben wir dann so eine Hoffnung, wo wir sagen, ich glaube, ich will in den Himmel ankommen, oder vielleicht, ich wünsche, ich will in den Himmel ankommen. Erst dass wir in ESW von Ferien lernen, was Hoffnung ist. Woran sagen wir dann, dass, wenn ich dit und dit tun oder dit offline, dann wird mir das vielleicht übrig. Wenn ich genug Monitor vor, genug lese, genug bete oder genug Dinge offline, dann wird ich das vielleicht merken. Das ist nicht die Hoffnung, was die Bibel uns lehrt. Die Hoffnung, was die Bibel uns gibt, ist, wir nehmen das eine einzige freie Geschenk an, wir nehmen das für uns an und wir lernen bei den Tag, wo Jesus uns wird, nach Hause nehmen. Wir merken mit YouTube zu beten und ich will bis ganz am Anfang sein, das ist kein Kamera, was nicht wiesen wird, wir wollen ihn nicht aufnehmen. Und ich würde gleich nicht rennen, oder würden ihn Üben zu merken. Nennt hier, was das Worship-Team abkämpft, würde ich gleich mit YouTube zu beten. Jesus, ich danke dir für der Smarties, ich danke dir für die Zeit, wo wir beim Leben. Ich weiß, dass die Zeit, wo wir beim sind, ist eine amagliche Zeit. Aber das merkt keinen Unterschied, wo wir leben oder wo näher wir leben. Ob von der Familie wir geboren sind oder was wir gelehrt sind, wie weit mit deiner Wahrheit bleibt Wahrheit. Und wir danken dir, dass du uns das Licht gibst, du uns Hoffnung gibst. Wir danken dir, dass du bist auf diese Welt abgekommen und du hast die selbst abgegeben, um uns die Hoffnung zu bringen. Die einzige Hoffnung. Und von der Smarties beten wir, dass du wirst uns vertrauen, persönlich, wo immer wir sind. Und irgendwie erstmal einmal hier sein, von der, dass ich vor dich mit Familie leben, ich vor dich oder von hoffnungslos leben, von der entscheide ich mich, Jesus mein Hort zu geben. Wo ich deine Hand abheben? Sei von der merke ich eine Entscheidung, Jesus mein Hort zu nehmen. Irgendwer. Dankeschön, nachwer. Hilf ihnen hängen ab, euch Angst an. Sei von der aus dem Moment, vielmal Dankeschön, vielmal Dankeschön. Von der aus dem Moment, wo ich mich entscheide, dass ich vor dich mit das Leben, vor dich für mich selbst leben. Wo ich mit mir das Gebet beten, sei Jesus, ich danke dir, dass du von der zu mir verteilt hast. Ich danke dir, dass du bist gekommen und du hast dein Leben für mich gegeben. Du bist für mich gestorben. In dein Blut ist dir genug, um all meine Sinn zu tun. Ich nehme das an, dass das Opfer wie Gott genug und das Blut wie Gott genug. Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, dass für euch dein Kind zu sein. Ich bete, dass du mein Hort waschen, dass du mein Leben reinmerken, dass du mein Namen in das Lebensbuch hinschreiben. Ich danke dir, Jesus, dass ich das glauben kann. Und ich danke dir, dass ich dein Kind sein. Jesus in Namen. Amen.